Und da sind wir wieder, Freunde. Und natürlich, ich hab's geschafft. Und wieso? Ganz einfach deswegen, weil ich Trottel natürlich, also die Quest erstmal angenommen hatten. Damit einem schlechten Ende, wenn man so will. Ja, ist auch so eine Quest, die irgendwie 3 verschiedene Enden haben kann, offenbar. Die jetzt haben wir gesehen gerade vorhin. Das ist das schlechte Ende, wenn wir halt den Geist besiegen müssen, wenn es gerade irgendwie falsch macht. Und da, also bevor es soweit war, habe ich das Buch, das uns Jakob gegeben hat, Jakob der Holzfäller, habe ich ja durchgelesen, ja, aufgemacht quasi. Nachher habe ich es nicht mehr gemacht. Ja, ihr müsst das Buch, das es euch gibt, wirklich aufschlagen für die Zusatzinformation, weil dort steht etwas drin, von wegen Garrett kniete sich nicht vor sie hin, irgendwie so etwas. Und deswegen kommt jetzt die Option hier mit dem Fluchbrechen. Der Ritter. Er wird unterwegs. Hattest du nicht Vorsichtshalber, sondern vor, ja. Damit es vollkommen ist. So, komplett. Also. Was, wenn ich dich freundlich bitten würde, den Fluch zu brechen? Garrett hat bekommen, was er verdiente. Und was mit seinem Flittchen passiert ist, war nicht mein Fehler. Gut, es ist also nicht dein Fluch. Aber du könntest ihn brechen, oder? Das könnte ich wohl. Doch, warum sollte ich? Eine gute Frage. Ach, das ist es mir dir ergeben. Ich glaube, da hätte Triss nicht so voll dran. Ich werde mich dir ergeben, mich vor dir niederwerfen, wie Garrett in der Geschichte. Ich bitte dich inständig, mir zu helfen. Brich den Fluch, der Daphne in dem Baum gefangen hält. Als ich dich meine Hütte betreten sah, da dachte ich, das ist ein Mann, der sich niemandem beugt. Steh auf. Keiner, nicht mal ich, kann dem Mädchen die verlorenen Jahre zurückgeben oder das Leid lindern, das sie erlitten hat. Wir können sie nicht wieder zum Leben erwecken. Aber ich verrate dir, wie du sie in Frieden gehen lassen kannst. Aber meine Hilfe hat ihren Preis. Eine Locke deines Haars. Woher weiß ich, dass du damit nicht einen Zauber auf mich wirkst? Ich brauche sie unbedingt für einen Zauber, der mich für alle Zeit vor dir verbirgt. Für nichts anderes. Du wirst mich nie wieder heimsuchen. Und du hast nichts zu befürchten, denn ich halte immer Wort. Na, da bin ich jetzt mir aber nicht so sicher. Das Fluchbrechen will ich dir befehlen. Ist klar. Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Maid davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte, dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garretts Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen. Ja, das mit dem Vertrauen ist immer so eine Sache, wa? Nun gut, machen wir das mal ganz kurz. Noch nur ernsthaft jetzt. Ja, da muss ein bisschen Igni wirken. Ich kann ja viel bei denen. Ich glaube, es schmeckt nicht.
So, also brennen. Habe ich echt keinen Besuch auf weiteren Besuch. Kein Besuch auf weiteren Besuch. Ja, kein Lust auf weiteren Besuch. Hä? Nicht mehr? Also, sind schon versenkt. Übrigens, einfach nie noch Schönes. Ja, und das da? Rohes Kupfererz, okay. Jo, dann hätten wir wohl das wahre Ende erreicht, Freunde. Da oben ist noch etwas. Oh. Was zum Henker? Ah, Geralt, ey, ganz ehrlich. Steck mal das Schwert weg, Geralt. So, also ein bisschen mehr Platz hier oben. Kannst du das bitte hier auf... Eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Gareths Überreste? Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist der Baum den Fluch brechen? Da oben ist er runtergefallen. So, noch ein hohes Kupfererz, schön. Gut, jetzt haben wir eigentlich alles in den Fluch zu brechen, wa? Jetzt muss man ganz kurz gucken. Ich werde nochmal abspeichern, ist klar. Dann, das ist ja das wahre Ende. Warte, ich jetzt mal den anderen nochmal ganz kurz laden. Das war, glaube ich, welcher war das jetzt? 37 müsste der gewesen sein. Ja, das könnte hinkommen. Sprich, der, wo wir die Hexe besiegt haben. Weil es natürlich jetzt die Frage, wenn wir sie besiegt haben, sie hat ja gesagt, sie bricht im Fluch. Okay, wir haben die Überreste der Knochen nicht. Also im Prinzip, denke jetzt mal, dass das gleiche Ende sein wie das andere. Weil wir haben da alles so besiegt. Jo, kein Problem. Das trotzdem abgeschlossen ist. Ja, aber war das schon der richtige Spielstand, war? Weil ich habe ja... Ja, da war ich noch da. Da war es erstmal gespeichert, stimmt. Da war die alte ja besiegt gehabt. Ja. Wir denke ich. Ja doch, ich habe Schaden genommen. Ja, ja, gut, gut. Ist das Richtige. Könnte trotzdem noch die Überreste mitnehmen. Aber ne, macht es mal so wie das Spiel das uns irgendwie vermitteln wollte. Ja, ich sehe es auch. Wo jetzt die Wölfe her? Nicht mit mir, nicht mit dem weißen Wolf. Wieso schlägst du gerade dein Schwert weg, Geralt? Ich habe das nicht erlaubt, mein Schwert fällt gleich auseinander für dich. Ich glaube, machst du, weil das Schwert im Arsch ist, wa? Ah, was für ein Ärger, was für ein Ärger. Person in Not, okay. Merken wir uns so viel für nachher. Ja, es dauert und dauert, Freunde. Aber gut, geht mir darum, dass wir das mal ein bisschen sehen und so weiter, das genau aussieht im Schluss. Der Part von dem wir von Länge, ja, wird sich ein bisschen überlänge haben wir jetzt endlich. Da will ich jetzt echt hier alle 3 Enden wissen. Wobei, ich denke mal, es wird bloß 2 Enden geben. Langsam, langsam. Wieso schreit der so? Verflucht, wo zum Teufel ist Jakob? Er würde den Baum niemals freiwillig allein lassen. Ich muss ihn finden. Okay. Frisches Blut und eindeutige, tiefe Spuren. Jakob scheint geflohen zu sein. Vor seinem Hund.
Diese alte Hexe, ey. Moorholt? Wo ist dein... Verdammt! Ich sollte nach Jakob sehen. Verdammt. Die Hexe hat den Geist wie versprochen aus dem Baum befreit. Hat aber nicht gesagt, dass der Geist verrückt ist, voller Schmerz und Zorn. Er hat von der ersten Kreatur Besitz ergriffen, dem Hund. Der hat Jakob getötet. Lebt wohl, ritterlicher Holzfäller. Schade, dass es so enden musste. Das Leben ist kein Märchen. Doch die Leute müssen an etwas glauben. Und das, liebe Freunde, ist die Moral von der Geschichte. Diese alte Hexe, hey. Das ist eigentlich interessant. War vor allem, ja, da haben wir befreit, schön, aber nicht gerade bis wir da sind. Wir werden die Hexe ja zerstückeln können wir schon beim ersten Mal. Aber nö, muss natürlich so ausgehen, ne, ist klar. Ja, das ist schon richtig, oder? Das ist trotzdem noch hier interessant. Komm näher. Mann, ey, ihr Scheißviecher! So. Ja, ich weiß, ich werde noch ein bisschen Marsch, gehe ich erstmal hier runter, weil wir sind eine Person in Not, nicht wahr? Das ist lange, denke mal, Zeit fürs richtige Ende. Bringt heute Hartes. Schallwaffe ziehen, Geralt. Was jetzt, du Stück Dreck? Das war schon. Das ging schnell. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Sehr gerne. Gut, geh voran. Hoffentlich muss ich den ganzen Weg zu Fuß latschen. Aber ich glaube, es könnte ein bisschen weit weg sein, wa? Das ist eine Truhe, verdammt! Ich will eine Truhe aufmachen! Drin ist eine Hütte. Wer wohnt da wohl? Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Kannst du mir etwas anfertigen? Mhm. Oh, mit war schon ziemlich viele, war. Reparieren wäre hier dafür. Zack, wird doch nichts mehr. Ja, vielen Dank auch. Toussaint, Herzogwächter, Offizierstahlschwert. Plus 11. Rüstungsdurchbohrung, Stufe 42. Das verkaufe ich lieber, wa? Zerlegen vielleicht? Könnte auch eine Variante. Hä? So, das ist jetzt bei mir. Hä? Ah, doch hier. Zack. Nee, bringt nichts Spezielles. Also wenn es natürlich ordentlich was gibt, kann es natürlich verkaufen, ne? Ist klar. Geralt von Rivas Schild. Ja, der bringt zwar viel ein, aber... Der Versuch ist doch mal lieber noch auf andere Art und Weise.
Aha, steht unser Katzenarmbruster, kann er in die Box legen. In die Box legen. Rüstung des Ritters Geralt von Riva kann auch in die Box rein. Box, ja. Ihr wisst schon, in die Truhe rein. Toussaint, Ritterstiefel. Der Handschuh, also, gehört alles dazu, oder? Ist natürlich auch alles schwer und so weiter, ist klar. Und die Rüstung bringt was, da ist es noch billig. Mutterhandschuhe, bringt uns noch viel Geld ein, von dem her. Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Sie könnte ja für uns arbeiten. Danke, bis dann. Auf unserem Weingut. Naja, Alter, ist weit weg. Aber hier irgendwo... Denk schon, war. Ein doch relativ großes Weingut hat hier doch sicher irgendwo einen Checkpoint. Oh! Oder auch nicht. Ja, man sieht, der Part sitzt in der Länge. Weingut ist sie. Wieso hat es denn hier... Kann man doch irgendwo einen haben. Das sehe ich gerade zufälligerweise irgendwo. Ich sehe den Checkpoint nie, verfluchten Mist. Wo ist denn der? Da hat sie echt keinen. Ich bin schon ein bisschen wundern. Dann gehe ich erstmal hier hin, weil da ist ein Anschlagbrett. Da wird es sicher auch einen Checkpoint noch geben. Dann kommen wir schnell zurück und dann, wie gesagt, Quest noch abschließen. Dann ist der Feierabend für heute. Endlich mal. Nächster Part, dann wieder mal Hauptstory. Ja, war jetzt lang genug hier mit Sidequests wieder. Also war mit langen Sidequests vor allem. Die war jetzt ein bisschen umfangreicher, ist ja schön und gut alles, aber muss ja auch ein bisschen Priorität legen. Und ich bin da doch eher, wie gehabt, einer, der ein bisschen auf Hauptstory legt. Obwohl es sicher mal einige Parts geben wird, wo wir halt nur Sidequests machen, weil wir haben noch so viel und ich will das Let's Play zu Blut und Wein eigentlich schon mit der Hauptquest abschließen. Und am Schluss sagen, ja, es kommen noch 20 Folgen, aber als Sidequests. Wobei, ja, eine Variante, aber irgendwie... Halt! So. Ich habe zuerst geboten. Nur ganz kurz, mal gucken. Hä? Nix? Doch dort wäre etwas um mitzunehmen. Aber egal, machen wir ein anderes Mal. Hier ist vor allem die Markierung. Ja, ja. Du Arschgesicht auch. Ja, da habe ich sie markiert. Gut, die bleibt hoffentlich auch dort. Dann, wir müssen hier hoch. Das machen doch ein bisschen von diesem Weingut hier aus, wa? So, das ist relativ nah. Da kann man sogar zu Fuß hin. Wow. Bin ja da. Scheiße. Ja, stimmt, die Story war doch relativ nahe dran. Sagen wir, kommen wir irgendwie wieder anders raus. Hallo, ich bin Geralt von Riva, ich komme überall, oder auch nicht. Ja! Nee, ich sag's ja, ich komme überall raus. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so sein sollte, aber es geht immer. Immer. Also, immer öfter. So, da sind wir auch schon. Und? Du hast die Heck... Ich kann den Fluch brechen. Sie befragt, aber der Zeitpunkt muss... Genau, der Reise wie gehabt. Kennen wir bereits. Und jetzt den Fluch brechen. Nach fast 40 Minuten insgesamt, war. Ich habe das Holz...
Jetzt bin ich. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ein letzter Blick geht in die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Im Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. So brenne ich jetzt. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Der Tag deiner Freiheit ist gekommen. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Gareth, mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Nö, ist er nicht. Ja, toll, sollen wir jetzt die Wahrheit sagen oder sollen wir sagen, nö, er war ein Arsch? Er ließ sich verführen. Vermutlich, wenn wir jetzt das machen, dann wird es wieder zornig, oder? Ist natürlich auch geil. Wieder fighten, machen wir mal das, ja. Gareth war bis zum Ende seiner Tage treu geblieben. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Wir haben getan, was wir konnten. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Ja, das muss ich auch, weil, ist gerade ein schlechtes Oben oder was? Vor 5 Minuten war es mir draußen noch strahlende Sonne. Alles picobello, jetzt wird es in den letzten 10 Sekunden vor allem. Gerade als die alte ging, dachte ich gerade so, was ist jetzt los? Plötzlich alles dunkel mir geworden. Ich glaube, es sieht ein Gewitter auf und so ist aus, ein ziemlich heftiges. Naja, wie dem auch sei, nächsten Part geht es weiter mit der Hauptstory. Wir gehen zu einer Räte und gucken mal, ob wir, naja, bereit sind für den Überfall, war. Bis dahin, tschüss!